Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffentlich alles klar bei euch. Hier wäre jetzt das versprochene Forza Horizon 3 Video. Sicher kein Let's Play. Sorry. Und ein paar haben ja echt Interesse bekundet. Merci vielmals fürs Feedback. Ich möchte hier jetzt gerade einsteigen. Ich bin momentan in so einem Festivalgelände und könnte jetzt hier meine Karren ein bisschen durchschauen, Karren kaufen. Hier bei der Autoshow kann ich sie kaufen. Genau, hier ist meine Garage. Jetzt muss ich noch schnell schauen, was ich hier ausgewählt habe. Ja, ihr seht, das ist relativ ein breites Spektrum. Hat, glaube ich, etwa 430 Karren. Vom kleinen Mr. Bean Mobil bis fast schon zum Monster Truck. Und was hier speziell erwähnenswert ist, wie jetzt zum Beispiel hier der Mustang. Unten rechts vom Auto seht ihr ja die HE-Edition, wo jetzt einen XP-Boost gibt. HE steht für Horizon Edition. Und der XP-Boost bedeutet eigentlich, dass beim Abschluss von einem Event, von einem Rennen, von einem Championship, whatever, bekommst du doppelte Erfahrungspunkte. Dann gibt es noch Karren, die mehr Geld geben. Das ist dann beim Abschluss von diesem Event bekommst du das Doppelte an Geld. Das ist zum Beispiel hier der Ford, ist so einer. Und dann gibt es noch die beim Driften halt einfach der Zähler für eine Combo, die Punktzahl aufzählt, passiert dann etwa doppelt so schnell. Driften gefällt mir nicht ganz so, habe ich jetzt noch nie genutzt. Und dann gibt es noch die Skills, genau, Skills im Generellen schneller steigen. Das heisst, wenn man ja so ein bisschen driftet, durch Sachen durchfährt, knapp an einem vorbeizieht, Sprünge macht, whatever, man wird ja gang eigentlich mit Skillpunkten belohnt. Und wenn man das dann erfolgreich abschließt, die Skillkette, dann wird das dann zu den Erfahrungspunkten dazugezählt. Und so kann man auch aufleveln, indem man einfach nur durch Pampa düset und keine Crashes macht, gar keine Events abschließt. Und der Vorteil ist eben, wenn man den Skills-Boost hat, der zählt auch beim freien Umfahren im Vergleich zum Credits und zum XP-Boost, die nur beim Abschluss von einer Serie helfen. Weiterhin ist es so, dass im Online-Abenteuermodus und vielleicht auch in gewissen Rennen ist es so, dass dann die Person mit am meisten Skillpunkten gewinnt. Und klar bekommt der Erste am meisten Skillpunkte, der durchs Ziel fährt, der Zweite dann ein bisschen weniger und so ist logisch die Abstufung. Aber du kannst während dem Rennen natürlich auch Skillpunkte sammeln, durch eben Driften oder schönes Überholen. Und das wird dann dazu addiert. Das heisst, wenn du jetzt so einen Skills-Boost-Karre hast und mit dem online fährst, bekommst du doppelt so viele Skills für deine Leistungen während dem Rennen. Und das bedeutet, dass man so komischerweise einen Vorteil hat, was ich nicht sauber finde. Und das könnte sein, dass das noch gepatcht wird, wenn es nicht jetzt mit dem gestrigen Patch schon ist rausgenommen wurde. Ja, das Fiese ist halt einfach an diesen Horizon-Editionskarren, man spielt dann nur noch mit denen, oder ja, spielen fast ausschließlich nur noch mit denen, weil wieso soll ich rumfahren mit einem regulären Auto, wenn ich ein anderes haben kann, das auch Spass macht, wo mir aber noch einen kleinen Bonus gibt. Darum hoffe ich, dass das noch ausgeweitet wird mit diesen Horizon-Editionen. Und bekommen kann man eben die Horizon-Editionen nur, wenn man an diesem Glücksrad dreht. Man bekommt auch ein paar Level so eine Chance, dort eben halt mal sein Glück zu versuchen. Und dann bekommt man entweder das Geld, mehr oder weniger, und bekommt dann Standardautos und zum Teil auch die Horizon-Editionen. So ist die Chance, dass man einen gewinnt, nicht wahnsinnig groß. Ich bin jetzt Level 229 und habe 2 oder 3 gewonnen, offiziell. Aber mittlerweile natürlich alle schon mir angeeignet, zum Teil auch mehrfach, über das Auktionshaus. Und da fühle ich mich gerade so ein bisschen ins Diablo 3 zurückversetzt. Dort hat es mir zwar nicht so gut gefallen, aber hier, schön, im Forza Horizon 3 finde ich es eine ganz coole Sache, weil eben die Horizon-Editionsautos, die man gerne möchte, und einfach nicht gewinnt, kann man auch mit echter Knete mitbieten. Klar kann man es für 5,5 Millionen kaufen, aber das würde ich jetzt nie im Leben machen. Wenn man so mit 1,2 bis 1,5 Millionen ins Auktionshaus reinmarschiert, hat man eigentlich genug Sack im Geld, um fast jede Karre zu ziehen. Der Ford ist ziemlich rar. Es ist jetzt auch sehr überraschend, dass der für so wenig scheinbar rausgeht, weil
Normalerweise ist der ziemlich selten anzufinden und er auch gerade bei eben sicher 1,2 bis 1,5 Millionen positioniert. Das höchste, was ich echt gesehen habe, ist mal 2,6, wo so einer ist weggegangen. Aber häufig ist es so, wenn sie näher modifiziert sind, wie jetzt eben farblich, sind sie irgendwie nicht mehr so interessant bei den Leuten, obwohl dass man das jederzeit auf das Original zurückändern kann. Du siehst es jetzt auch hier bei dem GCR, wo natürlich auch ziemlich gäbig abgeht, ist relativ tief drin, obwohl das dann normalerweise eigentlich auch für mehr Geld geht. Dadurch, dass natürlich mehr Leute zum Spielen sind als noch vor einer Woche, gibt es auch immer mehr Kehren, die hier hineingespielt werden. Das senkt natürlich wiederum die Preise. Ja, ihr seht, jetzt ist es fast keine original angemalten mehr. Hier haben wir einen. Und dadurch sind die auch leichter zu bekommen. Ja, das finde ich schon vernünftig. Darum, die jetzt noch neu mit dem Game würden starten, am besten schnell einen Credits-Boost-Karren zusammensparen. Und dann, wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr euch die anderen HE-Editionen auch leicht holen. Aber eben, das Geld ist eigentlich nie so das Problem in diesem Game. Vor allem, weil ganz am Anfang hat es noch einen kleinen Glitch gegeben. Und zwar, wenn er an diesem Rad hast können drehen, an diesem Glücksrad, ist es so gewesen, dass jedes Böckchen, Kästchen, das er hast können gewinnen, hat 999 Millionen gegeben. Also es hat nicht unterschiedliche gegeben, sondern jedes war 999 Millionen gewesen. Und so haben ganz am Anfang ein paar, die das Game sehr früh hatten, schon gäbig von diesem Bug können profitieren. Das haben sie natürlich dann gefixt. Aber ja, ein paar haben das Glück schon gehabt und ich wollte euch das jetzt schnell zeigen. Das Menü verwirrt mich gerne noch ein bisschen. Hier ist es im Singleplayer-Modus, kann man ja eben so andere Drive-Atars noch für sich fahren, um auch ein bisschen Knete machen. Und ihr seht hier, der Joker hat das Glück gehabt mit diesen Credits und ist kräftig durchgedreht finanziell. Ist es aber, glaube ich, nicht mehr ganz so aktiv am Spielen, weil sein Level ist echt nur klein gestiegen, wenn überhaupt. Vielleicht ist er ja am FIFA spielen. Also, jetzt seht ihr gerade, das ist jetzt eben so ein Wheelspin, ein Glücksrad. Jetzt könnt ihr als Bestes gerade den Nissan gewinnen. Aber ja, ich bekomme 5000, das wird verdoppelt, weil ich den VIP-Status habe. Das ist eben das Package, das etwas teurer war vom Game, mit Zusatzautos noch und dass wir schon ein paar Tage früher spielen können. Ja, ist leider auch nicht so viel. Und jetzt könnt ihr nur für 50'000 weiterdrehen, das Rädchen, ohne VIP-Bonus. Aber ja, das brauche ich eigentlich nicht zu machen. Dann gibt es da noch so jenste Skills und Perks. Das habe ich jetzt eigentlich alles schon freigeschaltet von denen, die nicht temporär sind. Und dann kann ich mir da jetzt noch so Boosts kaufen, dass ich eben halt beim nächsten Rennen nochmal doppelt Credits bekomme. Stell dir jetzt mal vor, du hast einen von diesen Kehren, die einen Credits-Boost gibt, also mal 2 und dann ziehst du den noch rein, dann hast du am Schluss schön mal 4 Credits. Also das schenkt dir gewaltig ein. Und das mache ich jetzt, glaube ich, auch gerade. Da noch einige extra Credits. Also komm, jetzt ziehen wir uns da rein. Gut, jetzt darf ich es einfach nicht verhängen und beim nächsten Event muss ich unbedingt etwas Gutes machen. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal schnell ein bisschen im Singleplayer-Modus um. Es gibt, wie gesagt, so viel Zeug zu machen, dass ich gar nicht genug Zeit habe, euch das alles zu zeigen. Aber es geht hier eher so um einen ersten Eindruck. Und ihr seht die wirklich sackstarke Grafik. Also ich bin immer wieder aufs Neue völlig hin und weg. Es sieht so sensationell aus. Hey, echt 1A, wie sie das herbekommen. Schade. Diesen Combo habe ich jetzt spüren. Jetzt verlieren wir hier Surfers Paradise. Wir sind auf dem Weg nach Byron Bay, um dort ein Event zu starten. Ein bisschen Spurbremse. Zum Glück gibt es eben Bäume, die man umfahren kann. Und dann gibt es andere, die sind hart wie ein Betonpfeiler haben. Die stoppen die gerade sofort. Und darum muss man aber schon ein bisschen aufpassen, wenn man Offroad unterwegs ist. Aber es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und das liebe ich eigentlich auch an diesem Game. Wenn du mal ein bisschen von der Strasse abkommst, du kannst die Gänge noch durchs Zeug durchfädeln und auf die Strasse zurückkommen und nicht wie in anderen Games, wo halt einfach in der Streckenbegrenzung drinnen landest. Klar gibt es das hier auch. Und klar gibt es auch die Rennen, wo die Checkpoints eigentlich sehr tight sind. Das heisst, du kannst nicht gross aussen rumziehen. Aber gleich gibt es dann auch die Querfeldein-Sachen, die einfach schon sehr, sehr unterhaltsam sind. Muss ich sagen, finde ich sehr nice. Jetzt bin ich einfach rein aus Gewohnheit hier durch. Dabei hätte jetzt easy eigentlich hier über den Strand können ziehen. Weil auch mit dem Sträubschen Sportkarren kann man eben auch über Land.
über Schotterstraßen, durch den Sand, durch alles. Und da mögen sich ein paar so ein bisschen halt, in ihrem Simulationsfeeling verletzt fühlen, aber die sollen doch gescheiter beim regulären Forza bleiben oder bei anderen Simulationsgames. Und die auf Arcade-Stuff stehen, die werden hier wirklich vorzüglich bedient haben. Effektiv scheiße, aber das war wenigstens kein grosser Combo gewesen. Ich schaue auch ein bisschen rechts und links. Rechts habe ich den Laptop, der meine Stimme aufnimmt. Links habe ich den PC, der das Gameplay aufnimmt vom Elgato. Rein von dem her habe ich ein optimales Setup, damit das nicht irgendetwas hinten dran hinkt oder dass ich es dann nicht kann anpassen in Bezug auf die Lautstärke. Oh, das habe ich jetzt voll verhängt. Das kann sein, dass ich dann meine Stimme halt... Jetzt am Anfang hat meine Stimme vielleicht ein bisschen lauter gehört, weil ich muss die Musik unbedingt rausnehmen. Beim letzten Video vom Demo, das ich gemacht habe, ist es 3-mal geflaggt worden wegen den Liedern. Und dann hatte ich zum Glück die Option gehabt, die Teile von YouTube rauszuschneiden. Und sie haben es dann nochmal neu gerendert und aufgeladen. Ich hatte leider noch nicht Zeit gehabt, mir das reinzuziehen. Aber ich nehme an, dass dann einfach in 3 Bereichen von diesem langen Videos der Ton komplett fehlt. Und was ich eigentlich machen wollte, ist das Radio ausschalten, damit mir das jetzt nicht wieder passiert. Und dabei bin ich gerade so im Forza-Flash, dass ich nicht mal daran gedacht habe. Darum kann es sein, dass eben die Hintergrundgeräusche jetzt ein bisschen lauter sind. Das muss ich dann aber im Vegas noch bestimmen. Folgendermaßen: hier vorne ist das Goliath-Rennen. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten mache. Kennen wir jetzt gerade die Fahren. Da braucht man so etwa 10 Minuten und 17 Sekunden, wenn man es gut fährt, sonst halt ein bisschen länger. Und das Gute ist, dass man da einmal eigentlich über die ganze Map fährt, dann sieht man auch gerade, was das Spiel so allgemein zu bieten hat. Wir machen jetzt eine Runde und die Anzahl Franco oder eben Erfahrungspunkte, die man bekommt für die eine Runde von dem Goliath-Rennen, ist so immer gut im Verhältnis, dass das eben wirklich sich lohnt, das zu fahren. Es hat keinen Gegenverkehr, also allgemein kein Verkehr, das heisst, man fährt nie rein. Ist echt eine gute Sache, fahre ich gerne. Die Ladezeiten sind nur gerade in einem Bereich, wo ich muss sagen, okay. Auf dem PC sind sie natürlich ein bisschen schneller, aber die PC-Version hat eben ein bisschen mit anderen Problemen zu kämpfen, leider. Und das Geniale ist ja, wenn man es digital gekauft hat, hat man es gratis auf Windows 10 wie auch auf der Xbox One können spielen. Oder nein, sorry, was gratis? Einfach zum Preis von einem eigentlich. Und normalerweise, wo ich ja Games schon auf der Konsole spiele und auch auf dem PC, habe ich dann so ein bisschen die Herausforderung, dass ich beide zahlen muss. Und da ist es natürlich jetzt, wie gesagt, sehr edel, dass man 2 zum Preis von einem bekommt. Und darum habe ich es auf dem PC auch ein bisschen ausprobiert. Mit dem 21:9 Monitor sieht es natürlich noch einmal besser aus. Und mit den Grafikeinstellungen auf Ultra ist es auch noch ein Mühe besser, aber jetzt nicht massiv. Und von dem her muss ich sagen, spiele ich es lieber auf der Xbox One, weil eben auf dem PC zum Teil ist so ein bisschen grafische Herausforderungen und Probleme. Es gibt vielleicht sogar mal einen Absturz, das habe ich persönlich jetzt aber zum Glück noch nie erlebt. Und mit 60 Bildern pro Sekunde kannst du es fast nicht laufen, egal was für ein Biest von einem PC hast. Und klar ist es auch mit 30 Bildern pro Sekunde gut auf dem PC, wie auch hier auf der Xbox One. Aber wenn ich es dann schon auf dem PC spiele, wäre 60 noch nice. Und bis sie das ausbügelt haben, spiele ich es eben hier auf der Xbox One. Also super, dass man so die Wahl hat, finde ich wirklich ein geniales Angebot. Können Sie gerne beibehalten. Oh. Das ist schön klein hin und her geschimmelt. Also, das kommt schon gut. Öfters am Abend spiele ich jetzt auch noch eine Runde mit dem Trapid Online, eben den Abenteuermodus. Oder einfach auch ein paar reguläre Rennen, weil man kann auch im Kooperativen ja den Singleplayer-Modus spielen, Missionen. Und es ist dann nicht unbedingt so, dass man irgendeinen Nachteil hat, wenn man online zusammenspielt. Im Gegenteil, die Erfahrungspunkte, die man online sammelt, helfen einem dann im Einzelspieler auch vorwärts zu kommen. Also es ist sehr, sehr clever, sehr durchdacht. Typ ist mit dem GTA unterwegs, der ist natürlich schon sehr cool. Zieht an wie ein Tier. Oh, Achtung, schön verschnetzelt. Oh. Aber kein Problem.
Es ist so, wenn ich mich hier nicht ganz so gut konzentriere, merke ich auch, wie so Fahrfehler sich einschleichen. Aber das können wir gäbig aufholen. Und jetzt habt ihr gerade mal gesehen, wie es der Karren halt so ein bisschen umwirbelt. Kaputt gehen sie leider nicht gross. Den Schaden habe ich eingeschaltet, aber nur kosmetisch, weil ich will nicht, dass ich nach einem Straubencrash irgendwie nicht mehr fahren kann. Und wenn man den Schaden eben auch reell macht, dann braucht der Karren auch Benzin und irgendwann geht der Most aus, weißt? Und dann muss ich sagen, ja, so für einen Arcade-Racer ist das schon easy, wenn es nicht simulationslastig ist. Macht Sinn, oder? Alright. Also, jetzt sind wir ja bei Iron Bay gestartet, sind hier jetzt im Yarra Valley unterwegs. Das ist so ein bisschen der Regenwaldbereich, sehr grün, wunderschön anzuschauen, viele Bäume. Und jetzt kommen wir hier langsam auf die Wüste zu. Hey, nein, das mit den Kombos klingt mir echt gerade nicht so gut. Und ich kann jetzt schon erzählen, dass ich normalerweise besser fahre, wer es glaubt. Vielleicht seid ihr schon mal, wenn ihr so spielt, auf meinen Drive-Tar gestoßen. Bin gespannt, wie sauber das da oben bei der Ideallinie ist. Hey, nein! Und jetzt seht ihr gerade ein riesen Problem. Checkpoint verpasst, das heisst, man wird zurückgesetzt. Und es ist nicht immer die gleiche Dauer, wo man warten muss. Und ich meine, jetzt habe ich 3-4 Sekunden einfach einen schwarzen Bildschirm gesehen. Die Gegner sind sicher alle an mir vorbeigerauscht, wenn ich erst platziert wäre. Jetzt sind sie halt weit voraus, aber gang noch einzuholen. Und das ist sehr, sehr happig. Also in diesem Game empfehle ich es niemandem, auch nur daran zu denken, an einem Checkpoint vorbeizufahren. Solange dass man hier die Banner, die sich so ein bisschen im Wind bewegen und eben Checkpoints markieren, rechts und links, solange dass man die berührt, zählt es eigentlich noch. Das heisst, man kann schon ein bisschen aussen durchfahren, aber eben ja, nicht allzu weit. Und gerade der Sprung, den ich vorhin gemacht habe, dort bin ich normalerweise vorsichtiger und gehe ein bisschen ab dem Gas. Aber wenn man halt so am Verzählen ist, kann das schon mal passieren, dass der gerade uns in die Wand geht oder so. Ja, das ist die ganze Story dahinter. Ich bin die Goliath-Strecke jetzt schon so oft gefahren, dass ich sie nicht gerade im Schlaf kann. Aber wenn ich mich eben ein bisschen konzentriere, bringe ich es schon her, das einigermaßen sauber zu fahren. Und so hat man 10 Minuten 17, wo man vielleicht nebenbei noch ein bisschen Musik hören kann oder irgendein Hörbuch oder keine Ahnung was, wo man die Strecke fährt und eben unglaublich schnell auflevelt. Das ist schon schön. Jetzt gerade wenn ich ein Auto habe, wo mir Skillpunkte gibt, aber die würde jetzt doppelt so schnell aufrattern, die links in Orange sind. Schön jetzt noch gelangt. Jetzt einfach nicht die Baum da vorne. So. Und so würde ich natürlich konstant auch Erfahrungspunkte sammeln. Aber weil ich momentan ein bisschen tief bin mit den Finanzen und die wieder ein bisschen Zeug möchte kaufen, steigern, whatever, fahre ich halt jetzt mit einem Credit-Karren, wo mir eben mehr Geld garantiert. Und der Ford ist halt einfach auch einer der schnellsten von diesen Horizon-Editionen. Ist, glaube ich, mit 414 Max Speed. Ja, kannst die Runde noch am schnellsten drehen. Macht ja Sinn in dem Sinn. Und ihr seht, oben bin ich immer einen schönen Multiplikator endlich am Zusammensammeln. Das heisst, das gibt mir dann definitiv gerade 1-2 Level aufsteigen. Je höher dass man natürlich kommt im Level, umso langsamer geht es bis es zum nächsten. Das ist ja logisch. Und grundsätzlich bringt einem das Level genau nichts. Es ist halt einfach eine Zahl, die vorne dran steht. Und das zeigt auch, dass man pro Level sicher auch so Skill Points hat können bekommen. Und allgemein halt der Fortschritt zeigt, wie viel Zeit das jemand investiert. Aber sonst hast du von diesen Level nichts. Was eben schon noch das Gute ist, genauso wie bei den Karren. Eben Horizon-Editionen haben so ein bisschen Boni, was nur teilkorrekt ist, finde ich, vor allem eben, weil es online auch zählt. Aber sonst sind die Autos jedem zugänglich, jeder kann das gleiche Tuning machen und so hat man bei höheren Levels oder längerem Spielen eben auch keinen Vorteil durch das Fahrzeug, sondern rein einfach nur durch die Erfahrung und Skills halt, die Streckenkenntnis, finde ich schon ausgewogen gemacht. Und klar, online findest du dann auch wieder Spastis, die einfach nur mit reinklatschen, aber das ist ja normal und wenn du das nicht willst, musst du halt einfach nur mit Friends fahren. So. Schönes S-Kurvel ist das Gang. Der Himmel ist einfach wirklich, dort haben sie sich so viel Zeit genommen, den aufzunehmen und zu implementieren. Das sollte eigentlich der neue Standard sein. Der von Mad Max, der war, glaube ich, auch recht nice gewesen, muss ich sagen. Aber jetzt hier allererste Sahne.
Und so kann man hier Stunden um Stunden vertrödeln, wie bei jedem Game, das man natürlich gerne spielt, logischerweise. Aber eben, jetzt gerade hast du keine Lust, mit irgendwelchen Leuten zu spielen, spielst allein, du hast so viele Events, die du machen kannst. Da wird es dir nie langweilig. Du kannst dir auch vom Navi konstant das nächste Event vorschlagen. So hast du noch ein bisschen einen Random-Faktor, der reinläuft. Also es kann dir fast nicht langweilig werden. Und selbst wenn du jetzt allein mal das Gefühl hast, hey, nein, das wird ein bisschen boring, easy. Gehst online, machst eben das Abenteuer, das sind so 4 Events, das können Rennen sein, das können so King of the Hill, Infected, mehr so kleine Games sein, Strassenrennen, Offroad-Rennen mit verschiedenen Kehren, whatever. Oder du machst eben Online-Coop, wo bis zu 4 können zusammenspielen. Coole Sache. Sie haben nichts ausgelassen. Klar könnte man jetzt noch sagen, es wäre gut, wenn man Splitscreen spielen könnte. Aber da hat es halt grafisch, glaube ich, rechte Einbußen. Und ich weiss, dass das heutzutage nicht mehr so ein Thema ist, das Splitscreen spielen. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Sonst kann noch der Kollege seine eigene Xbox auch mitnehmen und dann kann man so ein bisschen nebeneinander zocken. Es ist halt einfach online, ihr kennt es ja, ich erzähle hier sicher nichts Neues. Ihr seht, jetzt sind wir hier wieder in Surfers Paradise, hier, wo ich vorhin rausgekommen aus dem Festival. Und gerade hier auf dieser Distanz sind die Gegner auch ein bisschen zurückhaltend mit dem Speed. Er, der Zweitplatzierte jetzt, fährt ja genau der gleiche Karre wie ich. Also falls sein Tuning ähnlich ist, könnte er genauso Gas geben. Aber eben, wie gesagt, die Gegner sind, glaube ich, auf dem Schwierigkeitsgrad über dem Durchschnitt, above average heisst es. Und wenn er zu oft gewünscht, schlägt er das Game auch vor, hey, willst du nicht mal ein bisschen rauf mit dem Schwierigkeitsgrad, dann bekommst du noch ein bisschen mehr Knete und Erfahrungspunkte. Und das habe ich dann probiert, aber dann wird es schon recht happig, hey, weil dann musst du echt immer voll bei der Sache sein und kannst dann nicht noch so ein bisschen nebendurch auf den Bildschirm dödeln oder so. Darum nehme ich es lieber ein bisschen gemächlich und verzichte auf die 5 oder 10% mehr Erfahrungspunkte und Knete und werde dafür auch gäbig erst und kann die 10% fast so wieder rausschlagen. Ja, cool, dass man so viel Spielraum hat, auch beim Schwierigkeitsgrad. Und die Drivatars sind ja eben Daten, die über andere Spieler gesammelt werden. Zum Teil fahren sie echt wie vollklappend, aber wie schon gesagt, ich möchte mal meinen sehen, wie der fährt. Und es wird einfach ab und zu dann mühsam, wenn man gerade so einen fetten Skill hat und dann fahren sie einfach in einem rein, wie hirnlose Typen. Und nicht einmal der Gegenverkehr, der dann zu einem Problem wird, sondern eben die Drivatars. Es gilt, ein bisschen das Auge offen zu haben für die Scheiben. Man sieht sie ja auf der Minimap. Und dann sollte man dann eigentlich nicht so Schwierigkeiten haben. Aber das ist etwas, was zum Teil schon ein bisschen nervt. Ich habe auch von diesen Leuten gehört, die sehr viel die Drift Challenge spielen, neben dem regulären Verkehr, der dort einfach schon abgeschwächt werden sollte, sind eben die Drivatars schon eigentlich das grösste Problem. Dass die dann plötzlich aus dem Nichts auftauchen, mitten auf der Fahrbahn. Du hast gerade einen Drift, irgendwie 150'000 Score am Zusammenbasteln und ja, sie schnitzeln die dann runter. Also, jetzt hat mich das hier steinfrech überholt. Mal schauen, wie ich den noch holen. Und sonst ist es auch nicht so tragisch, weil das ist ein weiterer guter Punkt. Das Game ist so gechillt. Du bekommst sogar auf dem 12. Platz noch einiges an Punkten und Kneten. Von dem her musst du dich auch gar nicht nerven, wenn du jetzt nicht so gut bist. Und selbst wenn es dir nicht passt, dann kannst du das Event noch einmal wiederholen. Und die Score, die du während dem Rennen gesammelt hast, die wird dir angerechnet. So, jetzt müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Hier haben die Gegner auch recht Mühe und fahren rechts in die Steine rein. Aber der hat das jetzt noch gut gemacht. Jetzt bin ich doch ein bisschen am Driften auf dem Sand. Wow. Nein! Oh, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt bin ich voll in den Stein geklatscht und das hat mir nicht einmal der Combo vernichtet. Abgefahren. Ja, wisst ihr was, für das nehme ich den 2. Platz gern. Jetzt habe ich hier wirklich gerade ein kleines Seich gebaut. Aber nur eines zu sagen, es ist nicht ein wahnsinniger Einbuß, den man hat. Und das finde ich schon sehr sympathisch an diesem Game. Man wird nie bestraft, wenn man mal nicht so gut ist, indem dass man keinen Fortschritt machen kann oder so, sondern hey, jetzt bin ich letzter geworden bei diesem Rennen, okay, dann probiere einfach das Nächste. Gehe irgendwann Sprünge machen, bis ich 3 Sterne habe oder ziehe bei Radarfallen durch. So wird man eigentlich konstant motiviert, gleich weiterzufahren. Also es ist schon ein bisschen wie eine Droge, wo immer wieder eine Möglichkeit findet, dir das Gefühl zu geben, dass jetzt ein bisschen wieder zocken. Zum Glück habe ich es schon so weit im Griff, dass ich hier nicht in Schwierigkeiten reinlaufe mit der Spielzeit. Aber ja, momentan wirklich jede freie Minute, die ich habe,
in Bezug aufs Zocken spiele ich jetzt Forza Horizon 3 und darum neben das mit den Videos machen, ist halt dann auch wieder die Frage, will ich jetzt den Aufwand auf mich nehmen, auch wenn er nicht so gross ist, oder will ich einfach schnell ein bisschen hinterher liegen und racen. Ja, ihr seht, die Level klingeln unten, das geht gäbig vorwärts mit 66'000 und wenn ich jetzt eben XP-Bonuskarren hatte, hat es mir hier das Finish Second, die 34'836 verdoppelt und dann hätte ich dann, 100'000 gehabt, gäbig. Ja, jetzt können wir hier noch so einen Wheelspin machen. Nein, das habe ich glaube ich noch nicht. Nehme ich gerne, merci vielmals. Und als nächstes möchte ich noch ganz kurz hinten in Byron Bay, Richtung Yarra Valley, hat es noch einen Sprung, den ich sehr nice finde. Den möchte ich noch geschwind zeigen. Und dann wäre es das, glaube ich, schon mit Singleplayer-Gameplay. Darf ich kurz darauf hinweisen. Klar haben wir Wetter jetzt auch schon oft gehabt. Und das Drive Club hat immer noch das extremere Wetter, das auf jeden Fall. Aber wow, ich denke mir jedes Mal, das Game hier, das Forza Horizon 3, sieht einfach echt sackstark aus. Hey. Und dadurch, dass du überall durchfahren kannst, macht es noch einmal viel beeindruckender, weil eben nichts gegen das Drive Club, wo noch einmal grafische Schippen mehr drauf hat, aber dort bist du auf deinen vordefinierten Strecken und hier kann man einfach links und rechts rausziehen, gerade wie es beliebt. Finde ich schon sehr sympathisch. Sorry, auf die Minimap geschaut. Sonst gehen wir halt an den Strand, da ist vielleicht ein bisschen weniger Verkehr. Und man wird gerne noch mit Pünktchen belohnt, wenn man ein bisschen hüpft oder etwas zerstört. Hier vorne wäre noch so eine Bucketlist, wo es halt darum geht, mit so anderen Autos Herausforderungen zu meistern, irgendwo herzukommen, Sprünge zu machen, whatever. Und die sind meistens auch sehr cool gemacht, noch gut mit der Musik auch untermalt. Ist ein cooles Game. Ich muss wirklich früher anfangen bremsen. Nein, ich muss wirklich mit der Lupe suchen, wenn ich irgendwelche Makel finde. Es ist wahnsinnig. Ich hätte es nicht gedacht und ich sage es immer wieder gerne. Nächstes Jahr kommt dann Scorpio und wird sicher das Forza Motorsport 7 rauskommen und die Konsole ein bisschen pushen mit beeindruckender Grafik, 60 Bilder pro Sekunde. Und dann in 2 Jahren kommt das Forza Horizon 4 vermutlich. Und der chattert jetzt dann auch richtig. Hey, stellt euch vor, das Ding hat dann mehr als doppelt so viel Power und ja. Man darf gespannt sein, was sie da grafisch rauskitzeln. Und auch welche Lokation, dass sie sich dafür entscheiden. Momentan wird ja sehr stark auf Japan spekuliert, dass das die nächste Region ist, die man dann besuchen wird. Wäre sicher auch noch cool, ist hoffentlich genug vielfältig, aber gerade mit diesen Bergrennen und so und diesen japanischen Kirschblütenbäumen, diesen pinken und so, können sie sicher malerische Lokationen auch schaffen. Ja. Können wir gespannt sein. Jetzt mal schauen, ob der gut kommt. Oh, nicht schlecht. Immerhin einigermaßen flach. Und nur ganz kurz, Jungs. Jetzt gibt es ja hier den sogenannten Fotomodus. Da kann man sich auch ewig vertrödeln. Leck. Natural gefällt mir meistens noch gut. Und ja, jetzt kannst du halt ein bisschen umziehen. Ihr könnt vielleicht auf anderen Run-Games definieren, ob der Fokus jetzt auf dem Gelände soll sein, dann ist der Karren dann vielleicht ein bisschen verschwommen. Oder ob es auf dem Karren soll sein, kannst du den Weitwinkel bestimmen, auch noch jenste andere Effekte. Und wenn das Wetter noch mit einbeziehst, gut, jetzt haben wir gerade nie die Sonne, die schön durchdrückt, jetzt aus dieser Richtung, dann kann man dort zum Teil Fotos machen und jetzt nicht mit meinem Skill-Level, aber andere Bilder habe ich schon gesehen, wo echt muss sagen, hey, das sieht aus wie in echt. Respekt an das Game. So, also machen wir den Fokus auf dem Karren, da ist die Umgebung ein bisschen verschwommen. Jetzt haben wir hier eigentlich fast ein bisschen zu viel Kontrast. Ja, ich könnte jetzt hier noch ewig rumgurken und würde vielleicht nicht zum besten Resultat kommen. Aber ich denke, ihr seht meine Message und nur ganz schnell zum Zeigen. Habe ich ein paar Bildchen halt aufgenommen. Das ist jetzt gerade eins, wo der Himmel halt einfach wunderschön zeigt. Auch ein cooles Design auf dem Karren. Die Leute sind wirklich sehr kreativ. Hier haben wir noch den grossen Hügel in der Mitte.
Und es ist wirklich gerade dann auch mit Motion Blur natürlich wegen der Geschwindigkeit, es sieht beeindruckend aus. Und hier habe ich dann eins auf dem PC gemacht und das wird tatsächlich in meinem Konto mit 21:9 jetzt auch gespeichert, wenn ich es hier, oder angezeigt, wenn ich es hier auf der Xbox anschaue. Also sehr cool. Das ist ein Foto mit so einem glänzenden Design für einen Warthog vom Halo und halt bei Nacht, wo ich hier ins Yarra Valley reinziehe. Ja, wirklich sehr cool. Zum Teil sind es eher so ein bisschen Fotos für mich als Erinnerung, aber gleich, es ist immer wieder, wo ich muss sagen, das Game sieht zum Teil fotorealistisch aus. Sehr, sehr, sehr cool. Jetzt sind wir gerade fertig. Das letzte wäre nämlich nur der Drohnenmodus. Den aktiviere ich aber gerade aktivieren, sorry, wenn ich gelandet bin. Was geht jetzt in die Karte? Schön. Vielleicht sogar ein neuer Rekord. Nein. Aber gleich. Ein Stückchen geflogen. Denkt, die Chance ist dort oben. Jetzt eben noch schwingen noch Karten. Ich habe bei allen 4 Festivals, sorry, kleiner Spoiler, habe ich jetzt Level 5 können upgraden. Das heisst, es zeigt mir alle möglichen Events an. Und ihr seht, viel Zeug ist noch mit Fragezeichen versehen. Die Violetten sind hier die Barnfinds, die Kerne, die man in diesen Scheuren finden kann. Habe ich auch noch viele nicht gefunden. Also es gibt für mich noch so viel zu tun im Singleplayer-Modus. Die Story-Kampagne habe ich schon ein Zeitchen abgeschlossen, weil die beinhaltet nicht so viele Events. Es gibt neben den regulären Events auch hier die Nachtrennen oder die Street Races eben. Die sind speziell herausfordernd. Wow, es ist wirklich amazing. Und dann, wenn du das Gefühl hast, hey, dieses Event passt mir nicht, hast du immer noch die Chance, deinen Wünschen anzupassen. Was für Kehr, wie viele Runden, was für Wetter. Also, es ist wirklich, das Game selber bietet schon sehr viel, aber die Sachen, die man selber noch Einfluss nehmen kann, sind echt der Hammer. Also, Drohnenmodus noch geschwingt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, hier bin ich halt Drohne. Hier sieht man schön den Schatten von mir. Allzu weit rauf kann man nicht. Das ist jetzt schon das Maximum. Aber eben, man kann auch gut mit anderen Kerren halt mitfliegen. Und auch hier habe ich schon kleine Videos gesehen, wo ich muss sagen, hey, wow, das sieht absolut amazing aus. Als würde irgend so eine Sportsendung aufgezeichnet werden. Die Leute haben es dann auch richtig im Griff mit dem Mitfliegen, können die Szenen wirklich schön in den Fokus nehmen. Und so gibt es dann auch spannende Kamerafahrten und alles. Yeah. Weiterhin, es bleibt spannend, was die Community dann noch rauswurstelt und auch was Play 10 natürlich, der Entwickler, vielleicht noch für Features nachliefert mit einem sicheren DLC, den es dann wird geben. Ja, Season Pass habe ich mir auch schon gekauft, weil ich weiss, eigentlich sollte man das nicht wirklich so unterstützen, erst wenn man weiss, was man da bekommt. Aber hier bei diesem Game, ja. Beim 1 und beim 2 hat es ja so Standalone-Zusätze gegeben, wo man so ein bisschen mehr Rallye-orientiert, Offroad-orientiert war. Stormy Island war es ja für einen zweiten Teil gewesen. Und darum nehme ich an, wird es ja auch so etwas sein. Cool wäre, wenn sie mal die Karten erweitern würden. Also, jetzt sind wir schon ein Zeitchen am Schauen und am Texten vor allem. Ich muss jetzt schnell mal etwas trinken. Und währenddessen können wir eigentlich das Online-Adventure starten. Jetzt zeige ich euch hier noch schnell ein paar Runden. Und das ist schon genial hier. Jetzt kann ich einfach weiterfahren. Noch ein bisschen Skillpoints sammeln oder so. Vielleicht nicht gerade ein Event starten. Und wenn das Online-Event, danke fürs Abbiegen, also dann ready ist, tut es mich einladen, ich kann X drücken und bin dann dort drin. Es ist wirklich ein sehr, sehr komfortables Game auch. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Das gibt mir dann wirklich Bescheid, wenn es ready ist. Und sonst starte ich dann noch mal eins. Früher oder später sollte das auf jeden Fall klappen. Aber ich versuche jetzt noch schnell einen kleinen Combo zu machen. Und dann könnte man dann, falls der fehlt, so wie jetzt, nein, ich versuche das online zu starten. Online-Adventure, hä? Finding, ein Online-Adventure. Das ist jetzt ganz kurz oben gestanden. Kann das sein, dass jetzt niemand am Spielen ist? Das ist doch nicht möglich. Hey. Was haben wir denn da sonst noch? Nein, nichts da. Eben im Club bin ich hier im GAF, halt das NeoGAF-Forum, weil ich dort ja auch viel am Lesen bin und
ja, so auch viele Tipps bekommen. Und da kann ich da auch ein bisschen mithelfen. Schnell mal schauen, das habe ich jetzt ein Zeitchen schon nicht mehr angeschaut. Mal schauen, ob es etwas bekommt. Ja, voll. Eben, man rangiert hier so in diesen Tiers. Und ich bin jetzt momentan im Silver-Tier und wenn ich dann auf Gold aufsteige, das heisst, ich muss noch 314'000 XP machen, bekomme ich dann noch zusätzliche Rewards und so. Das kommt einfach darauf an, wie viel das man pro Woche, glaube ich, macht. Ja, genau. Weekly XP ist jetzt 435 und wenn man davon ausgeht, dass es jetzt erst Mittwoch ist, sollte ich eigentlich 314'000 schon noch herbekommen. Ja, hier sieht man auch die Rangliste. Platinum sind dann auch richtig wicked Jungs. Ja, levelmäßig schon teilweise auf die 500 zu. Krass. Alright, aber jetzt hier online. Hier ist jetzt genau die Coop-Kampagne, private Session. Die wir doch das Online-Adventure nochmal starten. Vielleicht hat es gerade irgendein Problem mit dem Online-Service oder so. Was ich einfach hier dazu kann sagen ist, die letzten paar Üben, die ich im Trapping gespielt habe, ist das tiptop gegangen. Jetzt, ohne Witz, ich muss ja hier auch nicht für irgendeine Firma oder so Partei ergreifen. Und darum kann ich jetzt nicht ganz verstehen, was jetzt die Herausforderung ist. Weil Internet-Connection habe ich ja eigentlich. Also, ist schon noch gespässig. Ja. Gehe ich mal schnell zurück zur Autoschau. Probieren wir es von dort aus nochmal mit einem anderen Autoöli. Und sonst war es dann das für das jetzige Video. Und dann zeige ich dann eben mal online, wenn es wieder läuft in dem Sinn. Ja, ist jetzt schon noch gespässig. Das gute alte Murphy's Law, das halt wieder mal zuschlägt, wenn man es zeigen will. Das, was ich hier schnell auswählen kann, ist der Warthog oder sonst irgendeine Offroad-Karre. Die sind halt schon sehr spassig, weil eben gerade im Gelände haben die schon noch ein besseres Fahrerlebnis als jetzt so eine Lamborghini Centenario. Und darum jetzt auch gerade das letzte Mal eben in diesem Online-Abenteuer, es waren zwar reguläre Rennen gewesen, aber ich habe dann gleich mit dem Warthog gespielt und bin dann in den Kurven und in den Offroad-Gebieten aber sehr im Vorteil gewesen. Aber wenn es dann um Höchstgeschwindigkeit ist gegangen, dann merkt es, glaube ich, bei 175 aus oder so, da kommst du natürlich nie her. So. Also mal, ja genau, das ist eigentlich das, was ich hier kurz zeigen wollte. Das Gute ist nur, wenn man den Radiosender am Laufen hat, dann bekommt man auch so eine Info, dass jetzt so ein Skillsong am Spielen ist und dann bekommt man noch doppelte Skillpunkte. Also wenn jetzt wiederum so eine Horizon-Edition Karre hast, wo der Skillboost gibt und dann noch ein Skillboost-Song im Radio läuft, machst du dann auch, glaube ich, vierfach. Und so kann man, wenn man ein bisschen clever agiert, kann man mit wenig Zeit sehr viel rausholen. Aber man kann natürlich auch Brute Force, Hardcore grinden und er hat einfach wirklich die ganze Zeit ziehen, egal was man gerade für Konditionen hat. Und auch so kommt man vorwärts. Man braucht gar keine von diesen Horizon Editionsautos zu nehmen, wenn man das nicht will. Aber wie gesagt, die Vorteile liegen halt schon auf der Hand. Jetzt versuche ich mal hier, ob ich hier Klippen springen kann, ohne dass ich zu fest auf eine Ranze fallen. Nein, das kommt nicht gut. Oh, Scheiße. Und vor allem jetzt schnell 120'000 wieder in Sand gesetzt. Ich weiss nicht, ob man kann ja sehr viel Statistik anschauen, aber ich weiss nicht, ob man jetzt wirklich sieht, wie viele Skillpoints das man schon in Sand gesetzt hat. Aber bei mir wäre das so unglaublich viel. Zum Teil setzt man so 500'000er Ketten in Sand, weil halt eben irgendein Driver einem reinklatscht oder so. Und klar hätte ich auch ausweichen können, aber ja, es sind schon die Momente, wo du dann auch kurz vor Augen musst führen, hey, was ist passiert, whatever, probier es mal, take it easy. Und sonst ist die Gefahr, dass man sich nervt, schon ein bisschen da, wie in jedem Game, aber sonst ist wirklich im Forza Horizon 3 alles darauf ausgelegt, dass man es einfach ein bisschen geniessen kann. Und das würde ich jedem empfehlen. Das würde ich wirklich jedem empfehlen. Irgendetwas ist da wirklich komisch.
Mal schauen, wenn ich es Custom mache. Racing only, Games only, Collisions off, Racing only. Ja, yeah, whatever, mach mal Games only. Jetzt bleibt auch mal die Message oben viel länger. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber es hat dann natürlich schon Streckenbegrenzungen. Über die Steine oder so musst du nicht meinen, dass du drüber kommst. Allzu weit kannst du auch nicht ins Wasser fahren. Zum Teil nachher hinter der Wüste und im Yarra Valley sieht es zwar so aus, als könntest du noch weiterfahren, rein von der Map. Aber es hat halt nachher eine künstliche Wand dort. Ja, jetzt hoffe ich, dass man mein Handy, das auf Fiber only ist, im Hintergrund nicht zu fest gehört. Was ich jetzt hätte machen können, ist zum Ziel vom Event fahren und dort dann, noch ein bisschen Erfahrungspunkte absammeln. Das ist nämlich auch noch etwas Lustiges. Zwischen den Events fährt man dann halt eben immer zu einer neuen Location her, die völlig random ist. Und das ist dann auch noch spannend Werk. Und jetzt wie am schnellsten dorthin gehst du Offroad, bleibst auf der Straße. Was hast du für eine Karre, was hast du für Optionen? Und erst dann startet dann halt effektiv das Rennen oder das Game. Also auch hier gibt es nicht wirklich Lobbys, sondern man ist konstant am Fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Hintergrundüberlegungen von diesem Game, dass man eben im Spielfluss bleibt, die sie wirklich, wirklich sehr ausgeklügelt haben. Ja, super. Das war jetzt gerade der letzte von diesen 4 Events, die man im Online-Abenteuer machen kann. Ja, dann warten wir jetzt schnell. Oder nein, geil, es ist okay. Es ist nicht der 4. gewesen, sondern es ist jetzt der 4. Cool. Also, jetzt haben wir hier Infected, wo wir spielen müssen. Das letzte Mal bin ich der, der als erstes infiziert war. Da hast du eigentlich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ihr kennt es ja vielleicht von anderen Games. Yeah. Also, jetzt müssen wir hier einfach ein bisschen ausweichen. He? Avoid the Infected. Was? Aha. Ja. Ich sehe den Infected gar nie, oder was? Wir sind jetzt alles Survivors. What the fuck? What the fuck? Jetzt bin ich erst, als ich rein bin gefahren ist, gerade ein scheiß Huren Infizierter gewesen. Ach du Scheiße. So schlecht. Bei Infected denke ich halt immer gerade an Call of Duty Modus und da habe ich ja nie wirklich so gerne gespielt. Und rein von dem her bin ich jetzt im ersten Moment auch nicht so warm geworden hier mit diesem Modus. Aber er ist, glaube ich, schon noch lustig, wenn man sich ein bisschen reinfuchst. Ich fahre aber, um ganz ehrlich zu sein, schon lieber Rennen. Das ist mein anderer Kollege. Nein, das ist auch ein anderer, der infiziert ist. Wo eben hier hinten so ein bisschen nachcruisen. Ja, da kommt irgendwie der Spass bei mir nicht so für. Aber ich wollte jetzt hier nicht motzen, schliesslich habe ich das selber ausgewählt. Jetzt haben wir hier irgendwie so ganz schnellen Flitzer. Ui, jetzt habe ich einen verwünscht, aber der war auch schon infiziert. Hey, der andere ist richtig schnell. Zieht euch das mal rein, wie weit es da voraus ist. Mal schauen, ob ich vielleicht innen durch ein bisschen aufholen kann. Ich sehe ihn darum gar nicht. Da ist er. Es gibt noch viele, die das machen, so extra am Rand aussen rumziehen. Ich gehöre auch zu denen. So. Alright. Also, mit dem Geländewagen kann ich natürlich schön ins Wasser rein. Aber mit dem regulären Auto ist er natürlich viel schneller, Mann. Scheiße, da noch in die Wange rein. Eieiei, was für ein Trauerspiel. Und die können sich hier noch gut retten. Ja, dann, was gibt es sonst noch? Das King of the Hill ist eben einer König und wird dann von allen gejagt. Genau, das ist dann genau das Gegenteil. Ja, und der... Oh, der hat es verrissen. Das wäre meine Chance. Ah, so gemein. So gemein. Alright, ihr seht jetzt eben auch, oder hört, wenn ich die ganze Zeit sage, aber was ich auch sagen will, ist, wenn ich hier konstant jetzt Skills sammle, Skillpunkte, und das zählt eben auch zu meinem Levelaufstieg, also das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das heisst, dass man
auch vorwärts kann kommen, wenn man nicht so gut ist, weil man vielleicht einen Weg so ein bisschen Tricks die ganze Zeit fährt und macht. Oder ein bisschen driftet per Zufall. So. Hey, aber Jungs, also, jetzt ist endlich fertig. Ja, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, der diesen Modus gerne spielt. Ich bin nicht der grösste Fan davon. Aber eben, man trifft auf andere Menschen, man sieht geile Kerle, man sieht, wie sie zum Teil richtig cool bemalt sind. Und so hat man schon ein gutes Spielerlebnis. Und gerade wenn man mindestens das zweite hoch so ein bisschen online zusammenspielt und noch ein bisschen jemanden kennt, ist es natürlich noch einmal witziger. Ja. Aber ich bin nicht traurig, wenn das Infected nicht oft auftaucht. Ja, hat er es gern? Gibt es irgendjemanden, der gerne Infected spielt? Hey. Jetzt haben wir eben hier das Abenteuer auf dem 11. Platz bestanden, was immerhin noch 10'000 gibt. Der erste bekommt 30, der zweite 28, der dritte 26. So geht es in diesen 2 Schritten runter. Und ja, jetzt können wir hier schnell schauen, was hier so interessant ist. Das sind alles nur Events. Genau. Ja, das Blöde ist eben, dass man aus diesen Events nicht aussteigen kann. Jetzt hier. Ich möchte hier gerne einen Menüknopf, wo ich das Spiel verlassen kann oder so, online. Aber jetzt muss man ja immer warten, was ein bisschen mühsam ist. Darum würde ich jetzt sagen, machen wir für heute Feierabend. Ich zeige euch dann gerne sonst noch in einem zweiten Video, falls ihr immer noch Interesse habt natürlich, wie das Ganze dann funktioniert, wenn man eben ein bisschen Online-Rennen fahren kann und ein bisschen Zeit hat für das. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid gut und informativ unterhalten worden. Habt's gut und bis bald. Tschüss zusammen.